In diesem Video werden meine Augen verbunden. Ich werde an einen zufälligen Ort in der Schweiz hingefahren und muss dort innerhalb von 10 Minuten auf den Meter genau herausfinden, wo ich mich befinde. Und diesmal machen wir das Ganze in der Schweiz, aber wieder mit... Wird ein geiles Video. Wir sind gerade in der Hauptstadt Bern und Ali sucht professionell eine Location für mich raus. Und hoffentlich wird mir diesmal nicht mehr so übel. Das ist nicht mein Problem. Du fährst wieder. Ja, ich fahre. Ich kann sehr, sehr gut Auto fahren. Letztes Mal, als wir die gleiche Challenge in Madeira gemacht hatten, wurde mir wegen Adis Fahrstil kotzübel. Mal schauen, was heute passiert. Ich setze die Klappe auf und ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier in dem scheiß Auto sitzen. Warte, der Test? Ich spüre nur Wind. Das Ganze funktioniert so, dass Adi die Location GeoGuessr raussucht und ich dann vor Ort im Real Life GeoGuessr zocke. Der Zielort ist drin. Und es geht jetzt Action los. Ich fahre jetzt dein Tesla kaputt. Hey, was hast du eigentlich für ein Auto? Ich habe ein Opel Corsa. Ach so. Ja. Ich muss halt meinen Schwanz nicht kompensieren mit dem tollen Auto. Oh. Keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier drin sitzen, aber im Tesla ist das gar kein Problem und sehr, sehr angenehm. Oh, Digga, hier läuft eine nackte Frau rum. So geil, wenn du das sehen könntest. Nein! 30 nackte junge Frauen, Digga. Oh. Ich hätte auch noch Bock auf nackte Männer. Oh shit, es ist rot. Viel schöner als das wird's heute nicht mehr. Warte, ich lach mal kurz so wie du. Also mir geht's bis jetzt wesentlich besser. Ich habe vorhin noch einen Smoothie getrunken. Der sollte eigentlich drin bleiben. Und beim letzten Video haben ein paar Leute gesagt, yo, da wird einem doch nicht übel oder sowas. Aber in Madeira ist halt wirklich alles voller Berge. Hier, denke ich, bin ich safe. Das Terrain in Madeira und der Schweiz ist wirklich überhaupt nicht vergleichbar. Nur Adis Fahrstil ist immer Horror. Und ihr werdet niemals erraten, was er jetzt mit meinem Auto gemacht hat. Du wurdest gerade geblitzt, oder? Ja, aber weißt du wieso? Nein, warum? Ja, scheiß drauf. Du wurdest wirklich geblitzt in meinem Auto? Ja. Ey, das aber ich fuhr nicht zu schnell. Ich fuhr nicht zu schnell. Ja, das Problem ist, ich war verwirrt. Ich war wirklich verwirrt. Ja, und was heißt das? Wie viel zu schnell warst du? Ich war nicht zu schnell. Wir sind über Rot gefahren. Ja, aber stell dir das Bild vor. Ich sitze hier blind drin. Oh mein Gott. Ich sitze hier blind drin und dann sieht die Polizei das. Ich bin hier blind und du fährst. Nein, 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 nein. Die werden wahrscheinlich eine Untersuchung einleiten. 100% werden die eine Untersuchung einleiten. Nein, nein, nein. Wir sind drin im Autopilot. Natürlich immer die Hand am Steuer. Und hier ist er. Digga, nein, nein, nein. Blitzer. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es auch nicht erklären. Ich habe nichts gesehen. Ja, aber ein Autopilot beim Tesla ist wirklich so chillig. Es funktioniert so dermaßen gut. Ich weiß nicht, wie die das machen. Der fährt ja einfach. Guck mal. Der fährt ja einfach. Ich kenne ja die Schweiz so ein bisschen. Und ich muss dann auch mit dem Radius von 24 Minuten rechnen. Aber ich habe keine Ahnung, wie weit man kommt in 24 Minuten. Vielleicht fahren wir auch einen Umweg. Schon in Madeira hast du so einen Umweg genommen. Ja, aber in Madeira war es wichtig für die mentale Zermürbung. Genau. Wir fahren noch ungefähr 3 Minuten, hat Adi gerade gesagt. Ich spüre den Bauch ein bisschen, aber da es nur 3 Minuten sind noch, geht's eigentlich easy klar, Digga. Ich sehe nur Vielverdiener. Ich habe dir keine einfache Aufgabe gestellt. Du weißt, du kennst mich nicht. Ich habe die ganze Karte abgesucht, wo der perfekte Spot ist. Und das hat mehrere Wochen und Berechnungen gebraucht. Und wir haben den Ort gefunden. Ich weiß eben nicht, wo wir enden werden, aber... Und ich rate jetzt einfach mal, wir sind in einem Dorf. Ja. Nee. Boah, Digga, aber ich bin wieder gespannt, ob du es raus... Ich glaube, du wirst es rausfinden, aber es ist wieder nicht easy. Und es ist auch physikalisch heute vielleicht anstrengend. Nein, das kann man sagen. Nein. Okay, ich bin gespannt, Digga, wo wir landen werden. Meine Fresse, ich habe keine Ahnung. Am Schluss geht es einfach so 3 Sekunden und du hast es. Oh, hier wohnt meine Großmutter. Ja, kann sein. Ah, hier war ich mal und habe deine Mutter gesehen. Okay, auf der rechten Seite wie Madeira haben wir wieder Kühe. Aber es ist sehr, sehr schön, Digga. Es ist die Schweiz, wie man sie sich vorstellt. Okay, wir sind angekommen. So, hier ist das Auto, hier ist ein Hof und Milo muss rausfinden, wo wir hier sind in der Schweiz. Mein Alaga Jutster, steigen Sie aus. Ich steige aus. Okay, aufsteigen, ja? Ja, ich komme. Okay. Da. Und jetzt in diese Richtung laufen. Wo? Gut, hier, ein bisschen geradeaus. Ja, geradeaus, das ist eine Bank. No, weiter? Ne, bisschen mehr rechts. Ja, genau. Jetzt musst du hier hochlaufen. Ja, das ist geil. Nee, das Doch, du spürst die Bank. Spürst du die Bank vorne? Du bist ein Arschloch, das ist ein Bär, das ist ein Hügel. Die Location sah 1:1 so aus wie auf dem Foto und das war meine erste Reaktion drauf. Also. 10 Minuten Zeit, um rauszufinden, wo ich mich befinde. 3, 2, 1, go. Es ist genau gleich. Es sieht wirklich 1:1 so aus. Hast du irgendeinen Plan?
Ich habe gar keine Ahnung. In Wahrheit hatte ich nicht keine Ahnung, sondern hielt Ausschau nach Hinweisen, die mir zeigen könnten, wo ich mich befinde. Berner Obst. Ja, okay, das sehe ich, weil irgendwo stand hier auch Berner Produktion oder sowas. Das heißt, Bern ist safe. Emmentaler Bergobst. Hier steht, wir sind im Emmental. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist spezieller Käse hier aus der Schweiz. Also wenn ich dich wäre, würde ich in eine von den beiden Richtungen rennen. Ich glaube jetzt einfach mal, da unten ist mehr los. Habe ich das Gefühl, da unten ist glaube ich mehr los. Also ciao, schönes Gebäude. Schönes Bauernhaus. Du hast mich wirklich ins letzte Unkraut gebracht, Digga. Aber Digga, es sieht aus wie in der Schweiz. Du hast noch 8 Minuten und 26 Sekunden. Okay, gut. So ein Ding, fand ich schon geil. Das ist besser als ein Tesla, ich sag dir ehrlich. Auch 10-mal teurer als ein Tesla, ist so ein Traktor. Man denkt immer, ein teures Auto ist ein Flex, aber ich sag dir, wie es ist. So ein Traktor einfach mal 500.000. Hier steht Verkauf. Ah, hier steht was. Der Ehrenbruder Urs, und zwar Obst, Beeren und Most. Wir sind in Setzwil. Aber ich habe noch nie davon gehört. Lesen lag mir schon immer. Natürlich heißt dieses Dorf Setzwil, aber ich musste jetzt eigentlich nur noch rausfinden, wo dieses Dorf ist und in welcher Straße wir waren. Also wir sind hier bei Grunder Obst. Ich glaube, das ist so ein Schweizer Oligarch an Obst. Aber wir sind auf jeden Fall, also habe ich das Gefühl, im Berner Emmental, im Berner Oberland. Okay, wir sind beim Außermattweg. Anscheinend. Ich hatte nun also alle Infos zusammen. Ich weiß, ich sehe nicht so aus. Satz ist Pythagoras, Digga. Ich habe seine Mutter Aber jetzt ging es darum, den exakten Ort zu erraten. 6 Minuten 46. Du hast extra ein verdammt kleines Dorf ausgewählt. Das heißt, wir sind, ich glaube, es könnte schon... Oh, ich habe Setzwil gefunden. Nein. Ich glaube, ich muss rein. Wie viel Zeit habe ich noch? Du hast noch 5 Minuten Zeit. Ciao. Aber die Post. Okay, bestimm mal die Himmelsrichtung. Es ist Kannst du die bestimmen? Ja, ich probiere mal. Es ist jetzt 1 Uhr und um 12 ist die Sonne ja eigentlich ganz oben und auf geht sie im Osten. Aber guck dir mal, was dort unten ist. Was ist dort unten? Dann Berge. Ja, sind Berge im... Nee, die sind nicht im Westen. Die sind im Osten, die Berge. Ja. Dann ist das Norden hier und hier Süden. Bro, du bist aber auch lost. Was? Hä, bin ich dumm oder was? Nee, das muss Du hast sein. noch 3 Minuten 43, wenn ich dich werde ich mich mal anstrengen. Digga, hä? Also ich sag, wie ist scheißegal, was du jetzt sagst, wie du mich anschaust hier. Also, egal, scheiß drauf, was er sagt. Hier sehen Sie einen Milo, wie er gerade in GeoGuessr reingrindet. Wenn diese Großmutter hier wüsste, dass du YouTube machst, die würde es gar nicht jucken, Digga. Die hätte mich nicht abonniert, ne? Hier ist der Außermattweg und hier in GeoGuessr habe ich den Außermattweg gefunden. Ja, okay. Ich sehe genau, welche Kreuzung wir hier gerade sind. Wie verläuft die Straße? Das ist Norden. Boah, oh mein Gott! Das ist doch Süden. Ja, okay, doch, stimmt. Ich bin so dumm. Aber ich habe auf jeden Fall die Straße gefunden. Wir sind auf dem Lenzigen Weg und hier ist Grunder Obst. Hier ist diese Obstdings, das habe ich jetzt gefunden. Okay, wir haben noch 2 Minuten Zeit, aber wir müssen wieder zurück. Aber du musst ganz kurz dich zwischenverpflegen. In der Schweiz kann man nämlich eigentlich an jedem Brunnen trinken. Boah, das ist aber das beste Wasser meistens. Einfach gerade vom Bauer. Das ist sehr, sehr geil. So, ich bin jetzt da. Ich habe es gefunden. Wir sind nämlich im Dorf Setzwil im Emmental in der Schweiz. Okay, der Punkt, der war genau hier vor der Hütte. Hast du die richtige Hütte? Bist du Ja. sure? Da bin ich mir wirklich sicher. Diesmal bin ich mir wirklich sicher, dass wir hier sein müssen. Hier haben wir angefangen vorhin und ich würde sagen, ich gebe jetzt meinen Guess ab. Ich habe noch knapp 40 Sekunden. Let's go, Guess. 7 Meter daneben, Gott. Digga. Let's go. Ja, 7 Meter daneben. 5000 Punkte. Besser als in Madeira. Gratuliere. Also, lasst eine positive Bewertung und ein Abo da. Küsse in.